Grüß Gott, Kinder. Ihr wisst doch, was hier bei uns in Bayern der Föhn ist. Ein lauwarmer Südwind. Der Himmel ist dann seidig blau und die Wolken haben eine ganz besondere Form. Langgezogen wie Fische oder wie Zeppeline. Es gibt Leute, die mögen den Föhn gern, weil er sie munter und fröhlich macht. Andere dagegen werden kribbelig, nervös und schlechter Laune, ja sogar streitsüchtig. Leider, so muss gesagt sein, gehört der Meister Eder zu den Leuten, die der Föhn ganz konfus macht. Der Pumuckl dagegen könnte an Föhntagen den ganzen Tag hüpfen und springen und Unsinn machen. Unsere Geschichte ist also an einem Föhntag passiert. Aber weder der Meister Eder noch der Pumuckl guckten zum Himmel, als sie aufwachten. Der eine war einfach grantig, der andere fröhlich, und keiner wusste warum. So ging es also dementsprechend an diesem Morgen zu. Pumuckl, hast du meinen zweiten Socken gesehen? Nein, ich habe keinen Socken gesehen und keinen Socken gehört und keinen Socken gerochen und keinen Socken gekrochen. Kein solchen Schmarrn, hilf mir suchen. So. Ich hab doch den Socken gestern Abend da hergelegt. Das weiß ich gewiss. Vielleicht hat sich der Socken inzwischen auf die Socken gemacht und sockt jetzt ganz langsam durch die Werkstatt. Geh zu, schau du mal da unter das Sofa. Du musst dich nicht so bücken wie ich. Ja. Was ist denn? Ja, wen sehe ich denn hier hocken? Einen Socken! Also, nachher gegen her, muss man den dir alles erst anschaffen. Einen Socken sehe ich hocken. Ja, Jesus! Kann mich Jesus, Teewasser! Könnte mich der Socken komm, das Teewasser schon. Ja, ich komm schon. Also, das ist ja heute schnell gegangen mit dem Wasser. Ja, Herrschaftszeiten. Ja, das glaube ich schon, dass das so schnell gekocht hat, war ja fast kein Wasser drin. Na, hab ich Pfeil grad den Wasserkessel aufs Feuer gesetzt und hab kein frisch Wasser. Nein, also sowas, nein. Wir trinken Tee jetzt ohne Wasser. Wird's im Bauch nicht gar so nasser? Hab überhaupt viel mehr Hunger als Durst. Ja, Hunger! Ja, beruhige dich bloß da. Ich hab dir dein Marmeladebrot schon gestrichen. Oh ja, Hunger, gib schnell her. Schnell. Nein, nicht da auf dem Sofa. Warum? Was meinst du, wie das Sofa ausschaut, wenn da die Himbeermarmelade drauf rennt? Das war aber nicht ich. Du hast das Brot auf das Sofa geschmiert. Jawohl. Darf denn das sein? Nein, das darf nicht sein. Ausgerechnet mit der Marmeladeseiten nach unten. Ja, hätte ich bloß das blöde Marmeladebrot nicht mit reingebracht. Das kommt von deinem Geschrei. Da muss man ja die Nerven verlieren. Ja, aber du hast doch gar nicht die Nerven verloren, sondern das Marmeladebrot. Jetzt werde ich da noch frech auch verstanden. War nicht frech, das war die Wahrheit. Aber bitte. Da kann ich jetzt ja nichts da als versuchen, das mit lauwarmem Wasser aus dem Sofa rauszubringen. Die Marmelade, ja? Die Marmelade? Ja, ich komm schon. Der Kessel pfeift. Man weiß wirklich nicht, wo man zuerst hinlangen soll. Der Teekessel pfeift und die Marmelade ist auf dem Sofa und der Pumuckl plärt. Ich plärre kein bisschen. Nur du bist zornig und fauchig und verstehst überhaupt keinen Spaß. Ich mache heute alle Späße für mich allein. Jawohl, denn ich bin sehr zu Späßen aufgelegt. Komm auf die Trick, dass wir frühstücken können. Ich hab schließlich heute noch was da. Also ich muss schon sagen, du bist heute kein bisschen nett. Nicht mal guten Morgen hast du gesagt. Und wenn ich Späßchen mache wegen Socken, dann sagst du gleich, ich soll keinen solchen Schmarren reden. Spaß ist kein Schmarren. Wenn man was sucht, dann will man keinen Spaß, sondern eine Auskunft. Und zwar eine klare mit Ja und Nein und sonst nix. Und jetzt setz dich da her, damit ich dir was in deine Tassen schenken kann. Was hast denn? Du gießt mir ja kaltes Wasser in meine Tasse. Ich will doch nicht kaltes Wasser zum Frühstück haben. Ja, sowas. Jetzt habe ich gerade die Töpfe verwechselt. Ja? Also einen Kopf habe ich heute benannt. Ich glaube, ich muss meine Brillen aufsetzen, damit du hast nichts in die Köpfe und verwechselst drum den Topf. Schau mal, wo ist denn meine Brillen? Pumuckl, siehst du meine Brillen liegen? Nein. Ja. Ja, na sag halt wo. Ja. Aber was heißt da ja? Ich hab dich gefragt, wo? Ja. Jetzt mach mich nicht narrisch, wo ist denn meine Brillen? Sonst kommen wir heute hier weiter. Nein. Du, jetzt hast du es aber genau benannt. Ja. Wenn's nicht gleich eine gescheite Antwort gibst. Du hast gesagt, du willst sonst nix als Ja und Nein. Jetzt hört die Wortkleiberei auf. Du weißt genau, wie ich das gemeint hab. Also sag schon, wo mein Brillen ist. Hier, auf deiner Stirn. Tatsächlich. Ja, so was Blöds.
So, und jetzt gib die Tassen her. Jetzt nehmen wir mal heißes Wasser. Was ist denn jetzt schon wieder? Aber du musst doch zuerst in das heiße Wasser was reintun. Tee für dich und Kakaopulver für mich. Ja, freilich, hast recht. Ja. Also, sowas jetzt hätte ich uns einfach bloß ein heißes Wasser in die Tassen gossen. Also, wenn das heute so weitergeht mit mir nachher. Dann wird der arme Pumuckl verhungert. Ja, freilich. Das Marmeladebrot liegt nämlich noch immer auf dem Sofa. Was? Das habe ich noch nicht weggeputzt? Nein. Aber du hättest doch wenigstens das Brot mit rausnehmen können in die Küche. Das Brot schon, aber die Marmelade nicht, weil die auf dem Sofa ist. Und Brot ohne Marmelade ist kein Marmeladebrot. Und ich kann doch nicht das ganze Sofa essen, Jetzt nur weil hör Marmelade doch schon drauf wieder ist. auf. Ja. Wo ist denn der Lumpen zum Aufputzen? Den habe ich doch gerade vorhin noch in der Hand gehabt. Was? Also, das gibt's doch nicht, dass der jetzt weg ist. Pumuckl, hast du den Lumpen versteckt? Du siehst doch, dass ich die ganze Zeit am Tisch sitze und bloß mal heißes und mal kaltes Wasser kriege und sonst nichts. Ich bin viel zu hungrig, um Lumpen zu verstecken. Aber der kann doch nicht weit sein. Wenn er nicht weit sein kann, dann kann er ja vielleicht nah sein. Vielleicht hast du ihn aus Versehen verschluckt. Also, geh zu, macht gar nicht Spaß. Vielleicht. Was ist denn? Was ist denn? Du hast ihn in die Hosentasche gesteckt, da hängt er raus. Ja, Grutzinesen. Also gibt's das auch? Was tut denn der Lump in meiner Hosentasche? Drinstecken und raushängen. Also Pumuckl, heute bin ich komplett. Ich weiß auch nicht warum. weiß Jetzt auch gibt's bloß eins, konzentrieren. Aber nicht mehr nur eins machen nach dem anderen und durch nichts draus bringen lassen. Ja. Also erstens ja. Kakaopulver in die Tasse tun. Ja. 7. heißes Wasser drauf tun. 5. dem Pumuckl was zu essen geben. Nein. 1. dem Pumuckl was zu essen geben und 2. heißes Wasser. Erstens die Marmelade wegmachen. Dazu brauche ich ein warmes Wasser. Nein, für den Kakao brauchen wir warmes Wasser. Pumuckl, bring mich nicht raus. Hilf mir lieber, ich hab heute einen richtigen Druck auf dem Kopf. Ich weiß auch nicht warum. Als die zwei endlich am Frühstückstisch saßen, war der Meister Eder schon ganz erschöpft. Der Pumuckl, der wie gesagt seinen vergnügten Tag hatte, ließ es sich schmecken. Ja, er erbot sich sogar großmütig, dem Meister Eder immer suchen zu helfen, wenn er was nicht finden sollte. Der Meister Eder beruhigte sich etwas und ging in seine Werkstatt, um zu arbeiten. Der Pumuckl saß in seiner Schaukel und dichtete lauthals. Ja, Dinge, die verschwunden, werden bald gefunden. Wenn Meister Eder fragt, der Pumuckl gleich sagt, du findest deine Brille in der Brillenhille. Es heißt nicht Hille, sondern Hülle. Aber das heißt in dem Fall auch nicht Brillenhülle, sondern Brillenetui. Aber es kann ja auch nicht heißen Brillenhülle. Kann es auch nicht heißen. Dann heißt es schon lieber Brillenhille. Und wenn ich deine Brille finde, heißt es Hille. Von mir aus. Aber sag mir lieber, wo ich den kleinen Schraubenzieher hingelegt hab. In die Brillenhülle. Nein, auf den Hocker. Ei, Gott. Dankeschön, Pumuckl. Bitteschön. Ich weiß heute immer, wo alles ist. Du kannst mich alles fragen. Bitte frag mal was. Nein, ich hab keine Zeit. Ich muss da was ausrechnen. Gut, dann sage ich dir, ohne dass du fragst, wo alles ist. Der Bleistift liegt auf der Hobelbank, die Stobelhähne, die Hobelspäne liegen auf dem Boden, das Metermaß liegt unter der Zeitung, die Zeitung liegt auf dem Stuhl, der Stuhl steht auf dem Boden und der Boden ist jetzt unter dem Stuhl. endlich wieder auf. Und, 82 so rüber, nachher 60 darüber. ja, 60 darüber. Oder vielleicht kann man die Muss 60 jetzt auch hier rüber. ausgerechnet das Telefon gehen. Es geht das Telefon. Eder. Ja. Ja, grüß Gott, Herr Obermeier. In 8 Tagen? Nein, Herr Neumeier, das geht nicht. Wissen Sie, Herr Obermeier heißt der doch. Herr Obermeier, entschuldigen Sie. Wissen Sie, ich habe jetzt gerade da eine Arbeit, die fertig werden muss. Nein, Herr Neumeier. Ober. Ja, ich weiß schon, Obermeier. Entschuldigen Sie, Herr Obermeier, also weiß nicht, ich bin schon ganz deppert. Herr Obermeier. Bist jetzt nicht gleich Stadt zum Kuckuck? Nein, ich hab Sie nicht Siegmann, Herr Obermeier, bloß jemand, der mir da weiter zwischenredet. Also machen wir es doch so, Herr Neumeier. Nein, wie bitte? Doch, Ober. Doch, Ober, ja, Ober. Ach so, ja, wissen Sie, also ich hab heute einen Kopf für eine Wasserschaffe. Also, legen wir uns lieber erst für übernächste Woche fest, Da hab ich dann Zeit, ja, und dann mache ich es auch schnell für Sie. Freilich, Herr Neumeier. Obermeier. Ja, Kreuz, Birnbaum und Kohlerstaun. Nix für ungut, Herr. Ja, bis übernächste Woche nachher. Auf Wiederschauen, Herr. Obermeier. Also, Pumuckl,
das geht einfach zu weit. Wenn ich telefoniere, nachher musst du den Mund halten. Du bringst mich ja ganz draus. Ja, aber wenn du doch immer alles falsch gesagt hast. Dann hab ich's halt falsch gesagt. Bitteschön, dann sag ich eben, nee mehr was. Ja, ich sag gescheiter. Nee mehr sage ich was, jedenfalls nicht zu dir. Überhaupt singe ich viel lieber, als ich rede. Zum Beispiel singe ich am liebsten so. Ja. Jetzt hör auf mit der Singerei. Du weißt nicht, dass ich da jetzt was ausrechnen muss. Ruhig, sag ich. Ruhig soll es sein. Ja gut, also nicht singen, nicht reden. Bitteschön, ich schweige. Der Pumuckl ist der größte Schweiger von allen Kobolden von der ganzen Welt. Ja, das war eine Wohltat. Mein Kopf brummt mir schon so. Wo hab ich denn jetzt meine Brillen? Die hab ich da hergelegt. Ja, Herrschaftszeiten. Tag, Herr Eder. Ja, der Herr Schulze. Grüß Gott. Herr Eder, ich komme, meinen Esszimmerstuhl abzuholen. Ihren Stuhl? Ha, der ist noch nicht fertig. Ja, aber er war mir doch fest für heute versprochen. Na, da müssen Sie sich täuschen. Für nächste Woche erst. Nein, das weiß ich ganz bestimmt, Herr Eder. Sehen Sie, ich hab's ja hier in meinem Notizbuch stehen. Na, in Ihrem Notizbuch, da können Sie alles Mögliche reinschreiben, deswegen muss es noch nicht stimmen, Herr Schulze. Ja, aber ich hab's doch hier vor Ihren Augen da reingeschrieben. Kann schon sein, ja, da hab ich nicht angegeben. Jedenfalls ist der Stuhl noch nicht fertig. Aber ich bin jetzt extra vom anderen Ende der Stadt bis hierher gefahren. Ja, meine. Ich habe Ihnen doch ausdrücklich gesagt, dass ich den Stuhl heute brauche. Ja, ich schon. habe Gäste, Herr Eder. Ja. Ich kann ja schließlich nicht einen meiner Gäste auf den Küchenhocker setzen. Abgesehen davon, dass dort halt auch nicht untergegangen. Ich sitze oft auf einem Küchenhocker. Ich kann nicht zaubern. Das hab ich nicht gelernt, verstehen Sie? Und das verlangt ja auch kein Mensch. Aber wenn Sie etwas versprechen, dann halten Sie es. Wort halten hat bekanntlich nicht mit Zaubern zu tun. Und arbeiten auch nicht. Sie? Wie kommen Sie mir denn vor? Was ich aber brauche ich mir von einer nicht vorschreiben zu lassen. Und ich lasse mich auch nicht von einer anschreien. Wenn da herin jemand schreit nach Rie, gell, nehmen Sie einen Stuhl mit und lassen Sie ihn reparieren lassen wollen. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Die Handwerker heutzutage... Ich weiß schon, reden Sie nur weiter, aber nehmen Sie einen Stuhl. Also das ist wirklich der Gipfel. Naja, ich werde mich beschweren, Herr Eder. Unverschämtheit. Ja, beschwer dich nur. Mir vorwerfen, dass ich zu wenig arbeite. Ab 8 früh kommen und nachher so ein Theater zu machen. Es war aber ein sehr schönes Theater. Und du hast auch ein sehr schönes Theater gemacht. Ja, freilich. Mit ganz lauter Stimme. So, ich lass mir doch nicht anschreien. Ach, wenn's da auch wahr ist. Wenn es aber doch auch wahr ist, dass der Stuhl für diese Woche fertig sein sollte. Ja, Schmarrn für nächste. Ich hab's aber selber gehört und ich glaube, du hast es auch in ein Buch hineingeschrieben. Die Reparatur, freilich, die habe ich reingeschrieben. Da, schau her, da steht schwarz auf weiß das. Fei grad für heut. Also jetzt hat er doch noch recht gehabt. Herrschaftszeiten, hätt's mir das nicht zuflüstern können. Da hätte ich den Stuhl noch gekriegt bis heute Abend. Schließlich ist der Herr Schulze ganz ein guter Kunde. Du hast vorhin gesagt, dass ich schweigen soll. Ich habe sowieso jetzt nur aus Versehen geredet. Und eigentlich nur, weil ich dir sagen will, dass ich einen Handschuh von dem Herrn Schulze hier behalten habe. Was? Ja, weißt du, weil dann kommt er ja vielleicht zurück. Und dann könntest du ja vielleicht, also, dass du vielleicht dann den Stuhl doch noch machen kannst. Ja, hast recht, Pumuckl. Ja. Das war gescheit von dir. Ja, das ist immer alles gescheit. Ich weiß auch nicht heute, warum ich heute alle gleich so hoch gehe. Geschlafen habe ich auch nicht gut. Und wenn der Herr Schulze noch mal kommt, dann muss ich mich entschuldigen. Also bitte. Was hast du denn? Er kommt. Über den Hof. Fei grad. Ich habe hier meinen Handschuh vergessen. Ja, den habe ich gerade gesehen. Wo habe ich den jetzt gleich hingelegt? Warten Sie, ich muss meine Brille aufsetzen. Ja, Himmel, Donnerwetter, wo ist denn die? Sparen Sie sich weitere Zornausbrüche. Hier liegt er. Warten Sie, das mit dem Stuhl, das ist... Für mich ist die Sache erledigt. Ein für alle Mal. Na, lassen Sie sich doch erklären. Ich danke für Ihre Erklärungen. Das hat man davon, wenn man höflich ist. Also sowas, ja, ich weiß nicht, ich zittere direkt. Ich muss einen Schnaps trinken zu meiner Beruhigung. Wenn das heute so weitergeht, nachher... Natürlich, das Schnapsflaschel ist leer. Hätte mich ja gewundert, wenn an einem Tag wie heute irgendwas so gewesen wäre, wie ich mir sein wollte. Hätte mich fast beinahe auch gewundert.
Es ist nämlich ein sehr komischer Tag heute. Ich glaube, ich muss heute sehr Obacht geben auf dich und auf mich und auf alle Sachen, die du verlegst. Ja, ja. Und auf alles, was ich sage und überhaupt. Ja, ich glaub, das kann nicht schaden. Also, ich kaufe mir jetzt einen Schnaps. Wo ist denn mein Geldbeutel? In der Schublade dort. Ah ja. Und dein Hut hängt an dem Haken. Ja, das sehe ich. Und deine Brille hast du noch auf der Nase. Freilich. Und dein Mantel hängt im Schrank. Pumuckl, ich bin doch nicht blöd. Nein, das bist du nicht, aber halt! Du musst andere Schuhe anziehen. Du hast ja noch die Pantoffeln an. Ah ja. Das kommt davon, weil du allerweil redest. Nein, das kommt gar nicht davon. Du hast die Pantoffeln auch angehabt, wie ich kein bisschen geredet habe. Du bringst mich heute überhaupt schon den ganzen Tag draus. Ist ja schon in der Früh angegangen. Da muss ja ein alter Mann wie ich konfus werden. In aller Früh tanzt schon ein Kobold um einen rum. Möcht wissen, wem das nicht auf die Nerven gang. Überhaupt ist ein Kobold was für die Nerven von jungen Leuten. Aber nein, ich auf meine alten Tage muss nur damit plagt werden. Aber ich hab doch bloß, ich bin doch bloß... Das weiß überhaupt kein Mensch, was ich andauernd mit so einem Kobold mitmache. Wieso? Vor gar nichts ist mir sicher. Blamiert dastehen tue ich 1000-mal und ernst nimmt mich schon fast überhaupt kein Mensch mehr. Und das alles bloß, weil ausgerechnet ich, alter Mann, einen Kobold haben muss. Aber wo soll ich denn hingehen? Das ist doch... Ist doch ein Koboldsgesetz. Ich wollte dich heute auch kein bisschen ärgern. Ich bin eigentlich... Ja, eigentlich bin ich lustig. Aber du willst mich nicht mehr sehen. Und ich weiß gar nicht, warum. Jetzt hör auf. Ich gehe jetzt. Mir geht halt alles auf die Nerven, aber schon alles. Ich werde nie mehr etwas sagen. Ich werde wieder ein ganz stummer, ganz unsichtbarer Kobold. Und nie mehr lachen. Und nie mehr hüpfen. Und nie mehr Die tanzen. alten Sprich. Und nie Ich gehe mehr. jetzt und sperr zu. Ich bin in einer halben Stunde wieder da. Und nie mehr. Ja, da waren sie jetzt alle beide unglücklich, föhnunglücklich sozusagen. Der Meister Eder war so schlecht gelaunt, dass er nicht einmal die warme Luft und den Sonnenschein genoss. Er trank in seinem Stammlokal einen Schnaps, bekam davon noch ein wenig mehr Kopfweh und ging dann wieder heim. Der Pumuckl aber hatte sich in die hinterste Ecke des hintersten Bretterstapels zurückgezogen und kniff die Lippen fest zusammen, damit ihm ja nie mehr ein Wort auskommen sollte. Als der Meister Eder die Werkstatt wieder betrat, herrschte dort Totenstille. So, da bin ich wieder. Eine Arbeitslust habe ich beieinander wie ich weiß nicht wie wer. Warum steht denn da die Tür vom Werkzeugkasten offen? Pumuckl! Pumuckl! Ach so, der ist ja beleidigt. Ist mir auch wurscht. Überhaupt ist mir halt alles wurscht. Am liebsten da die Werkstatt zusperren. Ja, und warum soll ich es eigentlich nicht zusperren? Andere Mannsbrüder in meinem Alter sind längst in Pension. Warum arbeite ich Depp eigentlich? Ich sperre zu und leg mich nieder. Pumuckl, ich hab euch zugesperrt. Wenn's hinaus willst, musst du mir's sagen. Gut, nachher sagst du halt nix. Ist mir auch recht. Warum steht denn das leere Flascherl da rum? Ja, so ein Blödsinn. Vergraule ich heute schon einen Kunden, ja, sowas. Das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert. So ein arroganter Kerl, so ein arroganter. Aber auf dem so eine paar Pfennig kommt's mir auch nicht mehr an. Wo hab ich denn eigentlich mein Geldbeutel? Hab ich jetzt den im Wirtshaus liegen lassen, oder? Ah, das ist gut. Oder hab ich den vorhin mit den Zigaretten? Pumuckl! Pumuckl, siehst du irgendwo mein Geldbeutel liegen? Nein. Ja, da liegt der nirgends. In der Tasche ist er auch nicht. Da muss ich Pfeil grad nur mal in die Wirtschaft zurück. Ja, Kreuz, Birnbaum und Hollerstamm. Und der 100er war auch noch drin. Wo ich den noch krieg? Da muss ich ja schleunigst. Ach so, ich hab ja Werkstatt hier zugeschlossen. Wo ist denn gleich der Schlüssel? Pumuckl! Pumuckl, hast du einen Schlüssel? Ja, Herrschaft, zeig mir, red doch, ich kann da nimmer raus. Ich muss mein Geldbeutel holen, das ist ein Haufen Geld drin. Pumuckl! Am Ende hat der mir alles verzeiht.
Pumuckl! Aber das hätte ich ja gesehen, Himmel-Donnerwetter, wo ist denn der Schlüssel? Der kann doch nicht weit weg sein. Pumuckl, so hilf mir doch wenigstens suchen. Ich weiß schon, dass du beleidigt bist. Es war ja nicht so gemeint. Aber ich muss jetzt da aus der Werkstatt raus. Mein Geldbeutel muss ich... Herr Eder? Herr Eder, sind Sie da? Jäckerl, Hausmeisterin. Was ist denn? Ich hab heute zugesperrt. Ich bin schlecht beieinander. Ich bin da mit dem Mann von der Gaswache. Hä? Die Gasleitungen werden überprüft. So? Sie haben da auch einmal zu mir gesagt, dass bei Ihnen manchmal nach Gas riecht. Ja, schon. Sie haben da auch einen Gasbadeofen. Schon, aber ich kann nicht aufsperren. Sie müssen aber. Wir schauen schon nicht hin, wenn Sie noch im Schlafanzug sind. Nein, ich bin nicht im Schlafanzug. Ich bin schon angezogen. Aber ich kann trotzdem nicht aufsperren. Ja, um Himmels Willen, was ist denn los mit Ihnen? Können es nicht gehen? Mei, oh mei, ein Eder wird doch nicht der Schlager gestraft haben. Herr Eder, soll ich mal aufbrechen? Nein, ich suche bloß einen Schlüssel. Ich finde den Schlüssel nicht. Und der Geldbeutel ist auch beim Teufel. Nein, haben Sie mich jetzt erschreckt. Haben Sie den keinen zweiten Schlüssel? Nein, den zweiten hat meine Zugeherin. Ja, Kreuz, Birnbaum und... Der Schlüssel muss doch da herin sein. Pumuckl! Pumuckl, wo ist denn der Schlüssel? Ich werd wahnsinnig. Ich schmeiß nur alles hinter in Decken. Herr Eder, um Himmels Willen beruhigen Sie ihn nicht. Nicht aufregen. Ah, ich weiß. Heute ist ja solcher Föhn, wie wir schon lange nicht mehr gehabt haben. Was ist heute? Ein Föhn? Das ist auch noch. Trinken Sie einen Schnaps, Herr Eder. Hab ich doch schon. Na, gehen Sie halt spazieren. Kann ich doch nicht, wenn ich einen Schlüssel nicht finde. So freilich. Ja, was machen wir jetzt? Soll ich mal aufbrechen? Ja, nicht. Sonst muss ich dir wieder reparieren lassen. Ach, das ist ja... Der Mischschlüssel, der muss doch da sein. Herr Eder, ich glaube, es ist am besten, wir kommen später wieder. In einer halben Stunde vielleicht. Ah, Jetzt setzen Sie einer ganz stark wohin. Nachher wird es Ihnen schon einfallen, wo der Schlüssel ist. Pumuckl, wenn du mir jetzt nicht hilfst, dann glaub ich, schnappe ich über. Ich weiß schon, was ich vorhin gesagt hab, Pumuckl. Du, das hab ich nur gesagt, weil... Hast gehört, was die Hausmeisterin vorhin gesagt hat? Föhn ist... Du bist überhaupt an gar nicht schuld. Du, Pumuckl, an allem ist der Föhn schuld. An allem. Pumuckl, weißt was? Ich nehme jetzt eine Tabletten. Die hilft gegen den Föhn und nachher gingen wir ein bisschen spazieren. Du und ich. Es ist ja draußen ganz warm. Ach so, ich hab ja keinen Schlüssel. Also gut, wenn's nicht willst, Pumuckl, nachher gingen wir nicht spazieren, dann lege ich mich hin und entschuldige, dass ich das vorhin gesagt hab. Bitteschön, bitteschön. Naja, das ist nett von dir, Pumuckl. Also nachher, ich geh auf. Wenn der Schlüssel und der Geldbeutel aber da sind? Was? Die sind da? Hast doch du? Also das ist ja allerhand. Und du lässt mich die ganze Zeit suchen. Also was das? Wenn du so bist, dann glaube ich, dass ich lieber wieder schweige. Was? Ich sage nur noch, ich habe gar nichts weggetan. Auch der Föhn hat nichts weggetan, nur du. So, das war das allerletzte Wort von mir. Das allerletzte. Na, Pumuckl, ich geh kein bisschen mehr auf. Also bitteschön, sag mir's. Gehst du dann auch wirklich mit mir spazieren? Wirklich. Und du versprichst, ganz brav zu sein und nie mehr böse Sachen zu sagen und Alles verspreche ich. großes Klabauter, nein, großes Meister Eder Ehrenwort. Meister Eder Ehrenwort. Jawohl. Gut, also jetzt pass auf. Ja. Also, den Geldbeutel, den Geldbeutel hast du in den Werkzeugkasten gelegt, als du ihn zugemacht hast. Was? Und den Schlüssel hast du mit der leeren Schnapsflasche in den Abfallkorb geworfen. Ja, gibt's denn das auch? Ja, ich brauche ja wirklich allmähliche Aufsicht. Ja, sowas. Fei grad. Ich danke dir schön, Pumuckl. Ist ja doch gut, dass ich die hab. Auch wenn ich dir schon in aller Frühe um die Füße tanze? Auch dann, Auch wenn dich kein Mensch mehr ernst nimmt? na ja, ein paar nehmen mich schon noch ernst.
Und ist 1000-mal blamieren, ist es sehr oft blamiert? Ist es viele Blamierte? Und alle 1000, wirklich nur alle 1000 wegen mir? Na, heute hab ich mich ganz ohne die und allein blamiert, und zwar vor dir. Weil mich der Föhn am Wickel gehabt hat und weil man sie da nicht so gehen lassen darf. Ja, wenn ich nur rechtzeitig zum Himmel aufgeschaut hätte. Und dann wollen wir aber ganz schnell zum Himmel schauen. Ja. Fortgehen und schauen, ja? Ja, Komm, ja. komm, ganz schnell, ja, komm. Ja, komm her, Pumuckl. Ja. Sind wir wieder gut. Jetzt sind wir wieder gut. Was tat ich, alter Mann, ohne dich? Du Schlinge. Ja, und so kam's, dass an einem Föhntag ein ehedem grantiger Meister Eder leise vor sich hinlächelnd spazieren ging und auf alle Leute einen heiteren Eindruck machte. Und auch heiter war. Und als ihn ein junger Mann anrempelte und verärgert knurrte, statt sich zu entschuldigen, da dachte er, dass so mancher einen Pumuckl bräuchte, der ihm über die schlechte Föhnstimmung hinweghelfen könnte. Aber einen solchen Pumuckl gibt's nur einmal, dachte er weiter, und strich leise über seine Rocktasche, in der der kleine Kobold vergnügt hockte.